Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute starten wir neu. Wir beginnen was ganz Neues, wir beginnen eine Veränderung. Veränderung heißt immer etwas loslassen, etwas Neues wagen, etwas Positives starten. Und ich habe mir gedacht, ich starte auch wieder neu. Ich möchte wieder mit der Serie Mein ordentliches Zuhause starten. Ich habe richtig Lust drauf. Ich möchte frischen Wind hier reinbringen und möchte euch gerne mitnehmen. Ich weiß, dass ihr das liebt. Deswegen gibt es heute meine Tipps, wie ihr bei euch zu Hause neu starten könnt, wenn ihr das Haus vielleicht auf Vordermann bringen wollt, wenn ihr die Wohnung ordentlich haben wollt, wenn ihr mehr Ruhe sucht, mehr Gelassenheit, mehr Ausgeglichenheit, sagt man das so? Ja, ihr wisst, was ich meine. Dann seid ihr hier heute genau richtig. Schreibt mir gerne mal, warum ihr hier drauf geklickt habt, was ihr vielleicht bei euch zu Hause verändern wollt. Würde mich sehr interessieren, denn ich möchte gerne darauf aufbauen, möchte die Videos gemeinsam mit euch gestalten, wobei ich schon unglaublich viele Videoideen habe. Ich habe mir hier aufgeschrieben, zum Beispiel wollte ich als nächstes machen 5 Gewohnheiten, die dein Leben ordentlicher und sauberer machen. Finde ich auch interessant. Also falls ihr neu seid, gerne abonnieren. Gebt mir gerne auch einen Daumen hoch, wenn euch das Video motiviert. Jetzt starten wir und machen den ersten Schritt. Denn das ist, finde ich, das Wichtigste, dass man den ersten Schritt macht. Und den habt ihr schon alle getan. Ihr habt alle schon gewonnen, denn ihr schaut euch das Video an. Von daher, könnt ihr euch schon mal riesig freuen. Nehmt das Positive mit, dass ihr stolz auf euch sein könnt. Und dann geht es richtig los. Ihr verschafft euch erstmal einen Überblick. Macht es gerne wirklich, indem ihr mir schon mal aufschreibt, was möchtet ihr zu Hause verändern? Im Haus, im Haushalt, beim Putzplan. Möchtet ihr die Wohnung ordentlicher haben? Stapelt sich vielleicht neben den Schränken schon alles? Sind die Schränke überfüllt? Schreibt es wirklich gerne rein, dann kann ich die Videos nach euch gestalten. Also schafft euch zu Hause einen Überblick, nehmt euch ein Blatt Papier und schreibt euch das auf. Alles, was ihr aufgeschrieben habt, ist raus aus dem Kopf, wirkt schon mal richtig befreiend, ist wieder schon ein zweiter Schritt in eure Richtung, wo ihr gehen wollt, in ein ordentliches Zuhause, in mehr Ruhe. Denn wenn ihr so eine äußerliche Ordnung habt, habt ihr auch eine innerliche Ruhe. Ihr habt mehr Luft zum Atmen. Vielleicht kennt es der eine oder andere auch schon. Hat schon jemand von euch mal eine Ecke ausgemistet und kennt dieses gute Gefühl danach, wenn man das dann anschaut und ist auch irgendwo ein Stück weit stolz auf sich selbst. Also nehmt euch ein Blatt, verschafft euch Überblick, falls ihr was schnarchen hört. Ist der Hund. Ich habe hier einen Hund und eine Katze. Die Katze schnarcht nicht so laut, aber der Hund, ne, das hört sich an, als würde ein Mensch schnarchen. Es ist mein Hund. Nur so viel dazu. Nehmt euch ein Blatt, schreibt euch auf, was euch stört. Macht euch gerne das Blatt so halbiert mit einem Strich, mit einer Linie. Schreibt euch auf der einen Seite auf, was euch alles stört. Und das könnt ihr alles umwandeln in Wünsche. Zum Beispiel: Ich mag keine vollen Oberflächen. Ich möchte freie Flächen. Dass man das umwandelt, weil ich kann mir vorstellen, dass vielen das vielleicht auch schwerfällt, seine Ziele zu finden. Vielleicht hat man das Ziel, okay, ich möchte Ordnung. Ja, wie komme ich denn dahin? Was ist denn jetzt hier? Wo fange ich denn an? Das kann euch helfen, wenn ihr euch Gedanken macht und aufschreibt, was euch stört, was ihr nicht mögt. Und das könnt ihr umwandeln in eure Ziele. Dann habt ihr gleichzeitig eure Ziele vor Augen. Das ist der erste Schritt, sich einen groben Überblick zu schaffen. Das kann ganz unterschiedlich jetzt aussehen bei denen, die hier zuschauen. Das heißt, zum Beispiel sagt einer, ich brauche wirklich, die komplette Wohnung muss so richtig aufgeräumt werden. Es ist viel zu viel bei mir überall drin. Der andere sagt zum Beispiel, ich habe da so einen Stapel, kenne ich, auf auf der Kücheninsel, auf der Küchenzeile oder im Flur. Da ist immer so ein Stapel, der stapelt sich immer wieder an. Das will ich ändern. Wir haben das Jahr 2023 und ich glaube, sehr viele möchten etwas Neues wagen, etwas Positives verändern.
Und das kann super unterschiedlich aussehen. Vielleicht sagt dann wieder der andere, ich brauche einen Putzplan. Ich möchte vielleicht meine Zeit optimieren. Deswegen macht euch individuell dazu Gedanken und ich wollte jetzt versuchen, das für jeden von euch die besten Tipps hier zu geben. Und falls euch das schon motiviert hat und gefällt, bitte lasst mir gerne einen Daumen hoch, würde ich mich riesig freuen. Der nächste Schritt, wenn ihr euch einen Überblick verschafft habt, fragt euch nach dem Warum. Warum möchtet ihr das verändern? Wo möchtet ihr hin? Wie soll es aussehen? Also visualisiert nochmal euer Ziel. Denn wenn ihr ein Ziel vor Augen habt, ganz klar, wenn ihr sagt, ich möchte zu Hause freie Oberflächen haben, mein Boden soll frei sein, dann könnt ihr ganz gezielt dorthin laufen. Wenn ihr ein Ziel ganz visualisiert habt, dann lebt ihr danach, dann schaut ihr in eurem Alltag auch überall danach und greift noch was auf und greift da links was auf und rechts. Und man hört auch alles ringsherum. Das ist so ein bisschen vergleichbar, wenn man schwanger ist, dann, oder man möchte schwanger werden. Das passt eher. Man möchte schwanger werden und man sieht überall Schwangere. Und genauso ist es auch, wenn ihr euer Ziel vor Augen habt, dann seht ihr auch überall noch ein Tipp und werdet begeistert und ihr habt nicht nur den Wunsch als Vorstellung, sondern ihr lebt danach. Bevor ihr jetzt richtig startet, habe ich mir noch ein paar Gedanken gemacht, ein paar Tipps, die ich euch gerne an die Hand geben möchte, was euch langfristig hilft. Zum einen finde ich es sehr, sehr hilfreich, wenn man sich alles einteilt. Wenn man nicht jetzt gleich voller Energie loslegt und losstürmt und man möchte das ganze Haus jetzt komplett neu strukturieren, komplett ausmisten, aufräumen, dann kann das passieren, dass du das für einen Raum schaffst und dann bist du fix und fertig. Deswegen mach das in kleinen Schritten, in deinen Schritten, Raum für Raum, Zone für Zone. Das kennt vielleicht der eine oder andere schon bei mir aus dem Putzen, dass ich meine Räume immer noch mal in Zonen eingeteilt habe. Hier jetzt das Wohnzimmer hat die Sofazone und hat auch noch mal die Esseckenzone sozusagen. Und wenn ich eine Zone fertig habe, dann empfinde ich ganz viel, ja, ich bin dann stolz, ich freue mich, es ist abgehakt, es ist fertig, es ist abgeschlossen und ich habe schon was geschafft. Deswegen teilt euch das ein und lasst es auch sacken und genießt das, dass ihr das schon abgeschlossen habt. Gerne könnt ihr mir Bilder schicken, mich verlinken, das teilen untereinander. Da würde ich mich riesig freuen. Es haben schon in den letzten Jahren immer viele gemacht, haben sich bei mir gemeldet, mir viel geschrieben und ich habe mich darüber immer sehr, sehr, sehr gefreut, wenn ihr das mit mir teilt, dass ich euch so geholfen habe. Des Weiteren, was man auch so ein bisschen im Blick halten sollte, ist die Motivation. Ich werde aber hier zu diesen Punkten auch nochmal ein Video machen, weil ich das ganz, ganz wichtig finde. Zum Beispiel Motivation. Das weiß ich von vielen, dass das so ein Punkt ist, wo es manchmal vielleicht scheitert oder ihr nochmal so eine Idee braucht, einen Tipp braucht. Und was sehr gut helfen kann, macht Vorher-Nachher-Bilder. Fotografiert es, wie es vorher aussah, eine Ecke, eine Schublade, ein Schrank und dann fotografiert ihr das auch nachher. Wenn man das Ganze zum Beispiel noch teilt mit anderen, ist das super. Also wie gesagt, ihr könnt das gerne mit mir teilen. Ihr könnt sogar einen Blog aufmachen. Ihr könnt einen YouTube-Kanal darüber machen. Nehmt die Leute mit, dann seid ihr nicht alleine. Das hilft ungemein. Vielleicht ist ja sogar jemand dabei, der genau das gemacht hat. Schreibt es mir gerne. Würde ich mich sehr, sehr freuen. Bin ich mal ganz doll gespannt. Ihr könnt aber auch, wenn ihr sagt, nee, also ich möchte das jetzt nicht unbedingt mit der Öffentlichkeit teilen, ihr könnt es auch mit der Freundin teilen. Vielleicht hat eure Freundin auch einen Punkt, was sie gerne verändern möchte in diesem Jahr. Vielleicht ist es sogar derselbe oder ein ähnlicher Punkt. Dann könnt ihr das gemeinsam machen. Tauscht euch aus.
supportet euch, wenn ihr zum Beispiel Sprüche findet, die euch gut tun, oder wenn ihr ein Video findet, was euch gut tut, dann könnt ihr das Video teilen der Freundin, dass ihr euch gegenseitig unterstützt, und gegenseitig erinnert man sich auch dann immer wieder an das Thema, an das Ziel, was man vor Augen hat. Wenn du ein Ziel hast und wenn es das ist, dass du dein Haus in Ordnung bringen möchtest, wenn du deine Wohnung befreien möchtest von Dingen, dann beschäftige dich in deiner freien Zeit auch damit. Das ist ein Tipp, den habe ich, glaube ich, in noch keinem Video gesagt, weil ich ihn selber erst jetzt für mich entdeckt habe, in manch anderen Punkten in meinem Leben, was aber überall hinpasst. Wenn du etwas verändern möchtest, nutz die Zeit, wo du abends vielleicht vorm Fernseher sitzen würdest. Mach das nicht mehr. Konsumier wirklich nicht Fernsehen. Das bringt dich kaum voran, außer es ist eine regelmäßige TV-Sendung, was vielleicht in die Richtung geht, aber fällt mir jetzt gerade nichts ein, bei Ordnung. Helft mir gerne weiter. Ich wüsste jetzt nichts, dass da was läuft. Konsumiert es nicht, das bringt euch überhaupt nicht voran. Konsumiert euer Ziel. Das heißt, schaut Videos an. Ich kann euch gerne eine Playliste machen, verlinke ich euch hier, da könnt ihr stöbern. Ich habe ja schon sehr, sehr viele Videos zum Thema Haushalt, Ordnung, Ordnung in Schränken, Putzmotivation, Putzroutinen. Schaut da gerne rein, wenn ihr am Aufräumen seid. Hört es parallel, bildet euch in dem Punkt weiter. Dann hört ihr beschäftigt euch mit dem Thema, und wenn ihr euch damit beschäftigt, lebt ihr das. Und es wird immer wieder ein Punkt sein, den ihr aufgreift, der euch weiterbringt. Das ist so, so toll. Ich würde fast sagen, dass es eigentlich mit der allerbeste Tipp ist, sich mit dem Thema zu beschäftigen, was ihr euch wünscht, was euer Ziel ist. Das bringt euch Stück für Stück weiter. Denn es gibt so unglaublich viele Menschen. Podcasts kann man sich anhören, zum Beispiel auch während dem Putzen, finde ich ganz toll. Hörbücher, sich parallel anhören, unglaublich gut. Jetzt kommen wir zum Eigentlichen. Jetzt geht es ran an die Sache, ran an den Speck, ran an den Lappen. Das trifft es vielleicht eher. Ran an die Kisten, ran an die Ecken, die ihr verändern wollt, wo ihr frischen Wind reinbringen wollt, wo ihr euch frei fühlen wollt. Ihr nehmt euch Stück für Stück eins vor und sortiert es aus. Das heißt, als erstes im ersten Schritt einmal alles raus. Ich nehme jetzt mal den Schrank hier hinter mir als Beispiel. Über den könnte ich auch mal wieder drüber gucken. Fällt mir gerade ein. Räumt mal alles raus. Verschafft euch einen Überblick. Ihr habt euch schon den Überblick von der Wohnung, von dem Haus verschafft, von dem Raum, je nachdem, warum ihr das Video schaut. Jetzt verschafft ihr euch einen Überblick von das Einzelne, von dem einzelnen Schrank sozusagen. Holt alles raus. Manchmal fällt einem auf, oh je, mi je, so war es bei mir zum Beispiel. Ich habe 30, 40 Zeitschriften und ich schaue in nicht eine rein, weil in den Zeitschriften befindet sich mittlerweile ja überwiegend nur noch Werbung und gar kein wirklicher Inhalt mehr, was mich nicht weiterbringt. Ich möchte, das ist so eines meiner Ziele zum Beispiel, ich möchte gerne viel Input bekommen, was mich irgendwie voranbringt im Leben, was mich weiterbringt im Leben. Und vielleicht gibt es da auch was bei euch. Vielleicht findet ihr in der Küche zum Beispiel für Weinflaschen, ich suche gerade ein Beispiel, für die Weinflaschen zum Öffnen Korkenzieher und habe davon 20 Stück. Na, das braucht man ja eigentlich gar nicht. Also verschafft euch einen Überblick und ihr werdet schon da feststellen, dass vielleicht das ein oder andere sehr, sehr viel ist und man sich jetzt schon da so ein bisschen fragt, muss man da wirklich so viel haben? Dann geht es schon fließend über in den nächsten Übergang während den Ausräumen. Ihr macht euch Gedanken über die Dinge, die ihr habt. Ihr seht alle Dinge, die ihr habt. Ihr habt einen Überblick. Und dann heißt es loslassen, aussortieren, sich trennen von Dingen. Denn ihr
trennt euch von etwas, was alt ist. Und ihr geht ja in eine positive neue Richtung. Das ist euer Ziel. Ihr könnt euch fragen, wann habe ich das letzte Mal benutzt? Tut mir das gut, dieser Gegenstand? Erfüllt der mich? Brauche ich den wirklich? Hat er wirklich einen Nutzen? Hat er einen Mehrwert? Habe ich eine positive Verbindung? Weil ganz oft ist es wirklich schon so, dass man merkt so, kann ich irgendwie nichts anfangen? Eigentlich nutze ich den gar nicht. Bin ich jetzt nicht positiv eingestimmt? Bringt mir gar nichts. Dann könnt ihr das schon mal auf einen Stapel legen, wo ihr euch trennen wollt. Ihr könnt euch zum Beispiel fürs Sortieren 2 Haufen machen oder 3 Haufen, wo ihr euch einmal ganz sicher seid, das brauche ich nicht. In der Mitte, ich bin mir unsicher. Dass ihr da nochmal einfach mit ein bisschen mehr Zeit drauf guckt. Ja? Also ich kann auch mich nicht von allem sofort trennen. Wir hatten 2 Haushalte, haben das zusammengeschmissen. Das ist unglaublich viel, was da zusammenkommt. Und da kann man sich nicht gleich von allem trennen. Man sagt das immer in jedem Buch, ne? Und da klingt das immer so, als würde das jeder machen, der das da schreibt oder erzählt. Also ich habe dann das Gefühl, obwohl ich euch ja auch Tipps gebe, ich bin die Einzige, die das nicht kann. Obwohl ich Ordnungstipps gebe. Und das kann ich mir nicht vorstellen. Mir hilft es, die Dinge an die Seite zu legen, in die Kiste zu legen. Da sagt man immer, das soll man nicht machen. Da sagt man mal bloß nicht in die Kiste und nicht an die Seite. Mir hilft es. Wenn ich nach einem halben Jahr, nach einem Jahr in die Kiste nochmal reinschaue, stelle ich immer fest, das habe ich wirklich nicht gebraucht. Stelle ich jedes Mal fest, mir hilft es sehr. Und ich weiß, dass ganz viele, bei diesem Tipp habe ich schon öfters weitergegeben, das einfach wirklich mal in die Kiste, mal in die Seite, je nachdem 4 Wochen, bei mir ist es meistens ein halbes Jahr bis ein Jahr und dann stoße ich auf die Kiste und erinnere mich dran, ja, das stimmt, da wollte ich ja drüber nachdenken, gucke rein, irgendwie, nee, brauche ich wirklich nicht, okay, weiß ich Bescheid, jetzt kann ich mich trennen, jetzt kann ich mich lösen. Das braucht manchmal ein bisschen Zeit und ich finde, man kann sich die Zeit selbst geben. Bei einigen Dingen geht es einfach, bei einigen Dingen geht das schnell, das kennt ihr bestimmt auch. Deswegen würde ich auch immer raten, wenn ihr ausmistet, fangt mit dem Raum an, wo es euch am einfachsten fällt. Ich finde, das ist der Flur als erstes und dann das Badezimmer. Dann hat man schon positive Erfolge gemacht und es fällt dann auch bei schwereren Räumen immer leichter. Oder auch bei den Klamotten. Das ist auch so ein Raum, der eigentlich recht einfach ist. Ihr habt euch jetzt einen Überblick verschafft, ihr habt ausgemistet, aussortiert und jetzt kommt alles an seinen richtigen Platz. Das heißt, vielleicht gibt es schon das eine oder andere, was sich jetzt hier in dem Schrank befindet, was vielleicht aber eigentlich in Richtung Küche gehört, weil es ein Kochbuch war. Glaubt's mir oder glaubt's mir nicht? Das war bei mir so Beispiel so. Also genau mit dem Schrank. Hier haben sich Kochhefte befunden. Also da waren Kochhefte drin. Was haben die denn hier verloren? Dass ich die hier nie nutze, ist ja ganz klar. Weil seltenst läuft man dafür extra ins Wohnzimmer. Also zumindest in meinem System so. Das ist auch so, wenn etwas sich vielleicht an der einen Stelle ansammelt, vor allem in den Oberflächen, dann ist es nicht, weil ihr nicht richtig aufräumen könnt, weil ihr nicht die Ordnung halten könnt. Nein, das ist es nicht. Das System war noch nicht das Richtige. Ihr habt noch nicht das richtige System gefunden und ihr habt vielleicht noch nicht den richtigen Ort gefunden für das, was da sich so anstapelt. Diese Stapelecken, glaube ich, hat jeder. Briefe, Umschläge, Bücherchen nochmal oder diese Schubladen, wo sich so die ganzen diversen kleinen Dinge anhäufen, dann fehlt einfach nur noch das richtige System. In der Küche ist es so ein ganz simples Beispiel. Schubladen für Besteck. Da hat ja wahrscheinlich jeder diese Unterteiler für Messer, Gabeln. Und da kommt nie was durcheinander.
das hat immer seinen festen Platz. Es sind kleine Dinge, das Messer ist jetzt nicht so riesengroß, es hat immer seinen festen Platz. Dann habe ich dieses System mitgenommen in andere Schubladen aus der Küche und habe dem eine feste Struktur, einen festen Platz gegeben mit Trennern, man kann es auch mit solchen Einsätzen machen, wie halt eben bei dem Besteck. Es ist ein Traum. Dann hat alles einen festen Platz. Zumindest funktioniert das System bei mir. Das ist halt bei jedem anders. Wenn ihr alles sortiert habt, wenn ihr euch getrennt habt, geht es ran ans Einräumen. Und ich sage euch, wenn ihr das macht, das ist toll. Ich mache das meistens wirklich dann immer so erst am Schluss, dass ich dann die frechen Flächen frei wische, dass ich die reinige mit was immer schön Duftendes. Ich liebe das einfach, wenn es zu Hause duftet. Das motiviert mich. Ich mag das einfach sehr gerne. Und das ist dann schon so ein schönes Gefühl, weil ich habe es fast geschafft. Es geht in die richtige Richtung. Ich platziere dann nur noch alles und weiß einfach schon so gedanklich, wie mein Schrank dann aussieht. Schön aufgeräumt. Und das ist immer ein Putzen, was ich dann echt sehr gerne mache. Es kommt nicht immer vor, aber das ist so wirklich, wenn ich da putze, putze ich unglaublich gerne. Und dann geht es ans Einräumen, ans Einsortieren. Es muss nicht sofort perfekt sein. Es kann auch sein, dass ihr in einem halben Jahr, in einem Monat feststellt, das ist hier noch nicht so ganz richtig. Dann liegt es daran, dass ihr noch nicht das richtige System gefunden habt. Dann kann man darüber einfach nochmal drüber gucken und vielleicht das System nochmal optimieren. Ihr Lieben, ich hoffe, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Lasst mir gerne ein paar liebe Worte. Mich würde es brennend interessieren, wo ihr vielleicht noch Tipps, Tricks braucht, was ihr gerade verändern wollt bei euch. Ich bin da auch mittendrin und deswegen würde ich mich da riesig freuen, wenn wir uns austauschen können. Im nächsten Video, beziehungsweise eines der nächsten Videos, wird auf jeden Fall sein, dass ich euch so 5 Gewohnheiten nenne, die euer Leben ordentlicher und sauberer machen. Deswegen, wenn ihr neu seid, gerne abonnieren, Glocke drücken, würde ich mich riesig freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf Instagram, hier im nächsten Video oder auf meinem zweiten YouTube-Kanal Rebecca's Duftwelt. Tschüss!